Ja Leute, nach wie vor ist die Stimmung deprimiert. Wie könnte es anders sein hier bei Kapitel 11, beziehungsweise nee, Kapitel 10, 9. Ja, warte mal, sind wir 10 oder 9? Auf alle Fälle Monat 11. Ja, irgendwie so. Ist auch egal. Bei Fire Emblem Three Houses. In letzter Folge haben wir schon einen Kampf gehabt, sprich die eine Sidequest mit Felix. Wir halten noch hier 2 bis zum Ende Februar. Wir sind erst im Monat 11, also insofern glaube ich noch gar kein Problem. Diesbezüglich zumindest. Jetzt aber erst einmal hier eine rote Quest. Haben wir, glaube ich, so gesehen noch nie gemacht. Kampf in den Bergen. Gelbe Quest, wenn es geht, natürlich auch noch hinwann. Ja, Level 23. Da kann man jetzt nicht sagen, was man will. Das könnte heikel werden. Ich bin gespannt. Ansonsten, vom letzten Part her, Dorothea ist jetzt Tänzerin. Aktuell mal. Mal gucken, wie das so läuft und so. Und ich würde sagen, wir legen los. Was mir auch noch aufgefallen ist in der letzten Folge, da hatten wir doch so, dass Petra plötzlich einen Skill gelernt hat, Diebin. Obwohl es bereits Diebin ist, also Diebin im Sinne von stehlen, dass man anderen stehlen kann. Dabei hat sie diesen Skill ja bereits als Klasse selbst. Den konnte ich, Kampf in den Bergen, konnte ich jetzt auch irgendwie in ihren Fertigkeiten nicht auswählen. Ich nehme an, das liegt daran, weil es eben noch Diebin ist und den Skill deswegen sowieso bereits hat. Weil ansonsten wäre es ja sowieso ein bisschen crazy, ja. Also, mal gucken. Unser Team ist zweigespalten. Gut, das muss jetzt nicht unbedingt etwas Schlechtes sein. Hier hinten ist, oder könnte Scheiße sein. Vielleicht kommt noch irgendwas auf uns zu. Was haben wir hier? Haben wir auch einen Dieb? Also die Frage, können die von uns auch etwas klauen? Die Frage wäre dann was, wa? Das sind alles Diebe. Der hat einen Goldbeutel. Aha, war klar nochmal diese scheiß Monster. Und der hat einen Rostbogen. Okay, davon habe ich gehört, dass bei diesen roten Quests kann es sogenannte Rost-Items geben. Und diese Rost-Items, das speziell in diesen Dingern ist, dass man... Kriege ich eigentlich das oder muss ich das von ihm klauen? Weiß gar nicht. Auf alle Fälle, diese Rost-Items sollen insofern besonders sein, dass sie, wenn man sie schmieden würde, beziehungsweise sogar reparieren würde, ich glaube, man müsste schmieden. Auf alle Fälle würden dadurch legendäre Waffen entstehen. Nicht die jetzt hier von Fire Emblem, Freehouse, die wir sowieso schon kennen, damit Donnerbrand oder Schwert des Schöpfers, sondern legendäre Waffen aus Fire Emblem 1 oder Fire Emblem 10, Shadow Dragons. Und da wäre natürlich irgendwie auch noch geil, wa? So, also generell sieht's überschaubar aus. Natürlich einer, wo ich sage, scheiße. Ein Schütze, aber ansonsten... Jo, müssen wir eigentlich hinkriegen. Auch wenn die Level natürlich ein bisschen höher sind und so. Aber kriegen wir schon hin. So, wieder erstmal alle entlassen und gucken, was machen wir genau. Also. Da kann sogar mich rausnehmen, krass. Das wäre mal was, war mich als Adjutanten rein. Könnte man sich, wobei, vielleicht gegen das Monsterviech da oben, vielleicht darum bin ich schon sitzen, wäre nicht allzu schlecht, war. Okay, Wir haben unsere Standard-Kombi mit Michael und Edelgard, die funktioniert soweit eigentlich ganz gut. Auch wenn unsere werte Dame hier noch ein bisschen mit der Axt trainieren, oder ja, Frodo wäre, wenn es noch ein bisschen trainieren könnte. Michael muss ja nicht mehr viel trainieren, das stimmt. Dann Raphael natürlich rein. Felix auch. Ferdinand. Petra, aber gesagt, eigentlich nicht mehr so, wa? Ja, aber jetzt, das wollen wir stehlen, wa? Wobei ist eigentlich ein grünes Item. Dass der Vogel da oben hat. Ein grünes Item heißt doch eigentlich, dass ich das sowieso bekomme. Ja, da muss ich nicht von dem klauen. Nee. Da ist wie hier. Der Goldbeutel. Muss ich nicht klauen, bekommen wir sowieso. Also, die anderen hatten sowieso nichts Spezielles. Das heißt, Petra muss hierbei nicht unbedingt mitkommen. Demzufolge würde ich dann lieber, das ist die Frage, doch auf Casper noch setzen. Dorothea sowieso, sie muss ja tanzen. Mercedes und Linhard, die beiden sind auch zum Heilen da. So, und dann hat er gesagt, vielleicht noch Ingrid mitnehmen. Und jetzt Adjutanten, ja, dann wird hier Hubert bei ihr dabei sein.
Petra vielleicht als Adjutanten noch? Oder, Hier spielt jetzt Level 20 jetzt nicht so eine große Rolle generell. Ja, ein Krauch nicht. Da ist alles drin. Okay. Ja, Dorothea kann zwar trotzdem noch Magie einsetzen, ne? Sie ist sowohl Tänzerin als auch kann sie Magie einsetzen. Haben wir jetzt 3 Magier. Nehme ich mich jetzt mal raus. Überlege ich gerade. Wäre eigentlich mal eine Überlegung wert, wa? Aber sowieso viel zu selten, dass Michael weg ist. Ja, er muss zwar Waffen bei ihm trainieren, aber ganz ehrlich, kriegt er schwer den Nachsachen in diesem Kampf niemals so schnell hoch genug. Da muss ich irgendwie halt doch mit den Lehrern ein bisschen gucken, dass die mich dann noch ein bisschen hochstufen. 21, ja, da wäre es sonst sowieso schon vorneweg. Ja, ist halt Durchschnittslevel 23, oder? Das hätte er vielleicht gesagt, wäre es nicht allzu schlecht. Na, komm, scheiß drauf. Bin ich trotzdem noch irgendwie mit von der Partie? Ich hätte spontan gesagt, ja, vielleicht bei Felix. Doppelte Schwerpower. Obwohl, wir haben ja festgestellt, dass Felix und Ingrid auch ein tolles Gespann ist. Ich habe sowieso schon ein bisschen überlegt für die Zukunft, dass quasi Felix und Ingrid eine coole Kombi wäre. Warte mal ganz kurz. Sie hat CC, Fliegende plus. Sie wäre, glaube ich, nachher für die nächste Stufe von Falkenritt oder von Wyvernritten noch nicht so weit. Vor allem müsste sie eigentlich mit der Axt trainieren. Ja, genau, stimmt. Das war bei ihr das Problem. Ja, den lasse ich mal so drin. Okay, es ist seltsames Team, muss man zugeben. Ich würde es gerne mal so versuchen. Ich muss jetzt mal gucken, wen ich jetzt wo hinstelle, wa? Da wäre direkt das Monstervieh. Deswegen Raphael hier. Der Witz ist, dass Kaspar das Kampf nicht mal mehr Verteidigung hat als Ingrid. Oh Mann ey. Und dann haben wir die hier. Ja, da ist... Eigentlich stimmt das soweit auch, wa? So. Müsste es eigentlich funktionieren. Oh Mann, das wird lustig, Freunde. Wir sind immer noch in den Kampfparts. Jo, die hier. So. Oh Mann. Ja, ich wünsche uns allen viel Glück, viel Spaß, weil das wird lustig. So. Dann gucken, also der ist natürlich scheiße. Ich habe schon mal festgestellt, dass wir sonst eigentlich nichts mehr haben. Der ist ein Faustkämpfer unbewaffnet, vielleicht deswegen ein bisschen flotter, dann tun wir Speed 24, also der ist schnell. Okay. Dann der noch unter Vogel. Ach, der Vogel greift auch an. Ach du Scheiße. Was kommt unerwartet? Ja, warte, macht sie bei Raphael keinen Damage. Ich finde es eigentlich schade, dass man im Kampf selbst können sie ja von ihren Werten her, ich meine, sie können Waffen, Lanzen, Axt, Bogen, die Faust trainieren. Die Magie wäre natürlich auch. Was man irgendwie jetzt ein Rüstungswehr nicht trainieren kann? Oder geht das doch? Klar, Raphael ist jetzt eine Rüstungseinheit, ich glaube,
Generell kannst du so nicht trainieren, oder? Wir haben es irgendwie neu. Locken können wir machen, dann macht sowieso nicht viel Damage. Ingrid, hast du eigentlich schon gar keinen Brecher, wa? Ja, machen wir es mal so. Warte, lässt da die Axt. Bisschen warten, wir haben hier 2 Mages. Aus gutem Grund, weil mir das mit dem Vogel, gut, dass der jetzt so angreift, hätte ich nicht erwartet, aber irgendwie, dass er noch kommt, haben wir schon gedacht. Und deswegen mir so dachte, hey, 2 Magie gegen den Vogel wäre nicht allzu schlecht. Felix, du machst da keinen guten Job, mein Alter. Das wird relativ lustig. Nicht sogar irgendwie etwas... Abgesehen davon, dass es wahnsinnigen Schaden macht. Ah, ist nur einer. Verdammt, die dachte, wäre vielleicht die... Der Radius ein bisschen größer. Ein bisschen verkackt. So. Theoretisch, Dorothea könnte jetzt da sagen, hey, ich lasse dich jetzt nochmal im Feld ziehen. So, du hast ja das mit dem zweiten Feld. Zack, wieder zurück. Ernsthaft, du kommst doch nicht dran? Okay, wir machen was anderes. Das war irgendwie eine seltsame Bewegung. Aber es funktioniert, ist die Hauptsache. So, kann ich nochmal eine Strategie einsetzen. So, ja, dann bleibst du mal da. Da passt schon, nachher wird der auf dich zukommen. Dann haben wir hier unsere gute Bernie. Die sind sowieso schon geschwächt, das heißt eigentlich perfekt. Für sie eine kleine Salve machen wir da. Ist zwar nicht weg, aber der Trefferquote ist ein bisschen höher. Sehr gut. So, Felix, du gehst auch mal schon mal da in die Position. Ja. Könnte, glaube ich, funktionieren. Dieses Raphael kommt hier nicht vorbei. Auch schon ganz anders versucht. Maximal. Und Fähigkeit, was kriegt er? Defensiver Hieb. Klingt krass. Ah doch, okay. Das hat die Flugfähigkeit bei ihm verbessert. Hey, von was ist das abhängig? Vielleicht von seinen Zielen eventuell? Ja, nee, hä? Okay. Von ihm ist abhängig, aber sehe gar nicht von was. Ist auch egal. Ja, mit dem habe ich gerechnet. Okay, hier wird's lustig. Ich glaube, ja, hier wäre es klüger, wenn Dorothea mit ihrer Magie angreifen würde, weil sonst sehe ich hier ein bisschen schwarz. Warte mal, Edelgard hat das Strategie, mit dem sie den Gegner zurückweichen lassen kann. Das ist gar nicht mal so schlecht.
Ah, der macht auf den Flächenangriff, okay. Ja, dann eine Strategie, mein Kumpel. Ja, vielleicht machst du einen Crit. Kaum sage ich's, schon tut er's. So, Ingrid. Du hast noch dein Donnerschwert. Und damit auch bei ihr Level 20. Sehr gut. So geht's auch voran. Okay, Raphael, du bist Level 20. Von Werten her passt das soweit eigentlich. Ja, die Axt muss noch ein bisschen trainiert werden, aber das kommt schon. Jetzt Linnart, Mercedes. Ja, Connor, machst du doch da mal ganz kurz bisschen Feuer in der Hole. Ja, das gefällt. Sehr gut. Vielleicht dann ganz kurz unterstützen. Ein bisschen heilen kann bei ihr nicht schaden. Sehr gut. Jetzt hier die große Frage. Wir haben da dann noch ein KP, kein Problem. 22 KP, auch kein Problem. 41. Ganz kurz gucken. Bernie, wie könntest du da am besten was machen? Ja, es wäre eine Option. Hast du da noch eine Fähigkeit, mit der du ihn direkt killen würdest? Nee, wa? Aber das All von dem ist auch cool. 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 Klug und cool gibt cool. Schützen der Seiros. Badilon Level Up. Sehr gut. Ach, und hier trefft er also zwei in der Umgebung. Ja, so. Verstehe. Okay. Ferdinando von Egil. Was machst du hier? Alter, die Crit-Chance. Das Schwert ist eigentlich vom Level her schon hoch genug, wa? Hat ich jetzt gesagt, theoretisch könntest du mit dem Eisenpanzer dann drauf losfuchteln. Jetzt muss er bloß noch trainieren. So, Ferdi. Ah, von den noch Sammeln machen können, stimmt. Aber egal. Ich habe eigentlich jetzt zum Meister. Meister noch ein paar. Ist eigentlich ein aktuelles Waffenlevel? Ja, B+. Okay, das gefällt. Der Klinge auf dem Eislanze? Nee. Ich irgendwie Hässloch. Na, nur ein bisschen, aber ich finde es Hässloch. Schwer, da ist gar nichts drauf. Ich habe jetzt auch keine Strategie mehr. Die sind bei dir bereits alle verbraucht. Alle im Arsch. Ja, vielleicht kriegst du ja. Vielleicht kriegst du auch nicht. Wer weiß das schon, wa? So, die Werte edel. Da haben wir schon gesagt, da passt momentan jetzt nicht mehr viel. Er macht eh nicht viel Damage, ganz ehrlich. Mit Strategien einsetzen, trainiert das Waffenlevel nicht mit, oder? Also so sehr, aber doch schon. Vor allem ist halt mit den Flugkünsten nicht, wa? Ja, was willst du machen? Man kann nicht alles haben. Ich weiß, wir treffen auch von hier aus.
scheiß Meteor. Ja, theoretisch kann natürlich damit auch einen Vogel erwischen, wa? Sehr gut. Dann wäre auch da alles geritzt, gar kein Problem. Wenn man irgendwie diesen scheiß Vogel, der theoretisch runterkäme, die würden den Vogel angreifen. Das heißt eigentlich, mit Rache kann er schon mal nach vorne. Moment, ich will... Ja, okay. Ich will zwar schon, dass sie den Fokus auf Raphael haben, aber ich will noch nicht, dass mich der Vogel da oben schon erwischt. Keine Chance bei Raphael. König der Schwingen. Okay, ansonsten passt es eigentlich da oben. Was machen wir da? Raphael. Du bist eigentlich mit allen Werten soweit gut. Ich würde daher lieber sagen, gib da deine Punkte, Erfahrungen, whatever, lieber jemand anderen. Ja, eigentlich ihm hier, wa? Das wird lustig, der kommt gar nicht hoch. Okay. Mercedes sieht noch ein bisschen zu weit weg. Ja, gut, ich kann heilen, theoretisch. Okay, der Vogel greift da oben an. Wie gesagt, ihr könnt auch mal den Raphael mal ein bisschen gucken. Hallo, was macht der Vogel? Er macht keinen Schaden bei ihm! Und natürlich die Akku voll auf mich ziehen, wenn ich da einen Ansturm mache. Geh schon mal in Lauerstellung. Linhardt. Was? Nosferatu? Ist der weit weg oder was? Das ist ein bisschen überraschend. Was machen wir hier drüben? Wir haben da oben natürlich ein paar Typen. Deswegen hat er gesagt, da vielleicht Edelgard oder Ferdi. Ferdi, nimm das Ferdi. Okay, der Ritter da latscht sowieso nicht. Latscht sowieso nicht. Der Vogel käme so weit. Ach du Scheiße. Ich nehme die Meißellanze. Wo natürlich zum Kriten wäre es eigentlich cool, wa? Ne, machen wir so. Ja, wer von euch jetzt, wa? Ja, gerne, dass du mal relativ schnell Level 20 kommst. Ja, natürlich hier ein bisschen schwierig, wa? Wäre ja so irgendwie eine Idee, was du machen könntest. Ja gut, Kriten ist immer eine gute Idee. Da stimme ich dir zu. Wenn sie mit einer von ihnen auf Edelgard losgehen, ja, schon interessant. Kommen sie mit dem scheiß Meteor? Jo! Jetzt wird sich ein Vogel treffen, krass. Ja, dann sparen wir noch auf den Meteor. Den brauchen wir garantiert noch. So. Tanzen! Bewegung finde ich zwar ein bisschen seltsam, aber okay. Haben sie aber getanzt, wa? Waren sie wieder vorbei, Freunde. Unglaublich. Der ist auch down, so, jetzt geht der Vogel sich auf uns los.
Ganze vergessen, alles für den Arsch. Der haut ab. Was? Er hat jetzt fast einen göttlichen Puls eingesetzt. Was war denn das gerade? War das vorhin die Gegnerphase? Ich dachte, das wäre. Okay, das wäre die Phasen im Arsch gewesen, da, der angegriffen hat. Ach du Scheiße. Okay, es war nicht der Vogel, der angegriffen hat, sondern es war der Typ. Gut, ja, ich habe fast göttlichen Puls einsetzen müssen, ganz ehrlich, weil, ja, wenn man schon mal hat, dann richtig war. Egal. Freunde, danke fürs Zusehen. Nächstes Paar machen wir den Vogel platt. Ja, sicher, muss ich ganz kurz gucken, wie ich dann irgendwie die Akku auf. Ich glaube, Raphael macht auf ein paar Mal Strategien, hat er die Akku auf sich, das passt schon. Und dann ein bisschen mit Magic Power drauf. Jo, das läuft. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Bye, bye.